herzlich willkommen beim Burgenlexikon. Von Matthias Helzel alias der Burgenmeister. Wie Mantelmauer. Die Mantelmauer umschließt Gebäudeteile einer Burg oder auch die gesamte innere Burganlage. Eine solche Konstruktion wird als Mantelmauerburg bezeichnet. Die Mantelmauer, auch als Vormantel bezeichnet, ist zumeist eine Ringmauer, die vor allem die Kernburg umgibt. Sie unterscheidet sich durch ihre besondere Höhe von den übrigen Mauern der Burg. Ab dem 13. Jahrhundert wurden Mantelmauern häufiger im Burgenbau eingesetzt. Ihre massive Bauweise diente nicht nur der Verteidigung, sondern unterstrich auch die Bedeutung und Wehrhaftigkeit der Burg. Dazu trugen die auf der Mauer laufenden Wehrgänge bei, die zum großen Teil als Brustwehr, Zinnenabschluss, erstellt waren. Die Mantelmauer unterscheidet sich von den häufiger vorkommenden Schildmauern durch ihre geringere Mauerstärke. Dennoch kann es gelegentlich schwierig sein, zwischen einer Schildmauer und einer Mantelmauer zu differenzieren, insbesondere wenn die Mantelmauer nur einzelne Gebäudeteile der Burg, wie etwa den Bergfried, umschließt. In solchen Fällen verschwimmen die Grenzen zwischen den beiden Mauerarten, da beide Konstruktionen Schutzfunktionen erfüllen. Eine Gegenüberstellung. Links klassische Schildmauer, rechts der hohe Mantel. Beispiel einer Verschmelzung von Mantelmauer und Schildmauer. Bei den klassischen, also den reinen Mantelmauerburgen, wurde häufig auf einen Bergfried verzichtet. Beispiele hierfür sind die Mantelmauerburgen Eisenberg im Allgäu, Dilsberg am Neckar und Rundeck in Oberbayern. In solchen Burgen übernahm die Mantelmauer die zentrale Schutzfunktion, die sonst der Bergfried innehatte. Diese Bauweise war besonders im Hoch- und Spätmittelalter verbreitet und bot einen effektiven Verteidigungsschutz durch die massive Umfassung der Kernburg. Warum weisen nicht alle Burgen Mantelmauern auf? Zum einen war der Verzicht auf den Bergfried oder traditionelle Mauern bei einigen Burgen auch eine Modeerscheinung und Ausdruck neuer baulicher Trends. Zum anderen spielte die Lage der Burg eine entscheidende Rolle. Schließlich waren es oft die finanziellen Mittel, die den Umfang und die Gestaltung des Burgbaus bestimmten. Dabei hatte der Bau eines Bergfrieds, einer klassischen Verteidigungsmauer sowie der wichtigste Bestandteil, die Wohngebäude und Wirtschaftsgebäude, stets Priorität. Die Gestaltung einer Burg war somit eine Abwägung zwischen strategischen, modischen und wirtschaftlichen Faktoren. Ich bedanke mich für das Schauen des Videos und ich hoffe, ich konnte Ihnen etwas Burgengeschichte, Burgenwissen näher bringen. Ihr Matthias Helzel alias Burgenmeister.